Michaela Bieth hat an der Kunstakademie Bildhauerei studiert, ganz klassisch. In ihrer Werkstatt in Nürnberg-Schniekling meißelt sie mit einem Stockhammer eine Skulptur aus Kalkstein. Die Künstlerin interessiert sich für organische Formen. Alles, was lebt, ist ihr Thema. Nichts Menschliches ist ihr fremd. Aus schwarzem Granit hat sie hier einen menschlichen Darm nachgebildet. Die 61-Jährige interessiert sich aber auch für Zellverbände, Chromosomen, Organe und Viren. Mich fasziniert am Menschen, dass er eben so vielfältig ist. Jeder Mensch ist für sich wie eine eigene Welt. Und es gibt so viel zu entdecken. Und es gibt auch nicht nur die äußere Form, die ein klassisches Bildhauerthema ist, sondern es gibt eben auch Formen, die im Inneren sind. Hier finde ich halt faszinierend, auch was man aus dem Stein rausholen kann, dass man einerseits den polieren kann und dann hat man so schwarze Flächen und dann kann man ihn anders bearbeiten und dann hat man wieder raue Flächen. Und das formal zusammenzubringen, dass zum Schluss eine Skulptur entsteht, das interessiert mich. Jeden neuen Entwurf knetet sie zunächst aus weichem Ton oder Wachs. So entwickelt sie Plastiken für Wettbewerbe und Ausstellungen. Ihre nächste Schau wird im Herbst in Amberg zu sehen sein. Diese Granitskulptur erinnert an eine Zellteilung. Sie steht vor dem Further Klinikum. Doch Michaela Bieth ist nicht nur Künstlerin, sie ist auch eine Art Bildhauerin am Menschen. Ihr Wissen um den menschlichen Körper und ihre plastischen Fertigkeiten kann sie hier anwenden, in einem zahntechnischen Labor in Stein. Sie formt für Patienten Gesichtsorgane nach. Durch Unfall oder Tumor verloren gegangene Ohren, Augen und Nasen ersetzt sie durch sogenannte Epithesen aus Silikon. So gleicht sie Körperdefekte aus. In vielen Fortbildungen hat die Künstlerin diese Fertigkeiten dazugewonnen. Ich habe hier einen Gipsabguss gemacht von der Situation am Patienten. Da fehlt die Nase, ein Nasenflügel ist noch vorhanden. Die modelliere ich dann in Wachs und mache mir dann anschließend eine zweiteilige Gipsform, die so ausschaut. Und die lässt sich auch wieder zusammenfügen und da presst man das Silikon rein. Anschließend habe ich dann eine Silikonnase und die passt dann wieder perfekt zu meinem Gipsmodell. Der 17-jährige Benedikt Brunner aus Altdorf kommt zur Kontrolluntersuchung. Er kam mit nur einem Ohr auf die Welt. Michaela Bieth formte für ihn eine Epithese. Nimmst du es mal bitte ab? Ja. Danke. Wie gesagt, ein bisschen hat sie Farbe verloren, aber das können wir jetzt noch korrigieren. Das Silikon ist im vergangenen Sommer ausgeblichen und wird jetzt nachkoloriert. Das Ohr bedeutet für mich Normalität. Einfach so zu sein, wie alle anderen von Geburt aus sind. So bin ich dann mit dem Ohr quasi. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man etwas, zum Beispiel wenn man jemand herzhaft umarmt oder eben den Helm aufsetzt, dass man nicht aus den hinkommt, weil dann geht es schon ab. Aber wenn man das vorsichtig macht, dann bleibt es einfach ganz normal dran und man merkt es eigentlich gar nicht. Also es braucht zwei Dinge. Das eine ist das handwerkliche Können, das künstlerische Können, die Farbe und die Form. Und das andere ist in gewisser Weise die Liebe zum Menschen, dass man sagt, ich mache jetzt für diesen Menschen speziell etwas. Ich mache nicht irgendwas, was meine Idee ist, sondern ich mache etwas, was genau zu dem Patienten passt. Dann schaue ich es mir noch mal von vorne an. Michaela Bieth darf vor keiner Fehlbildung zurückschrecken. Im Gegenteil, sie vermittelt Selbstvertrauen und hilft Patienten dabei, sich wieder unter Menschen zu wagen.